Ja, weil wir heute Kindersegnung feiern, habe ich für die Predigt einen Text nehmen, der auch ein bisschen dazu passt, wo es um Kinder geht. Und für das möchte ich euch gerade den Predigtext vorlesen. Der steht in Markus 10, Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, also zu Jesus, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ja, Jesus war gerade unterwegs und er ist ins Gebiet von Judäa gekommen. Und Jesus, er hat die Volksmengen, die zu ihm gekommen sind, hat er gelehrt. Er hat über verschiedene theologische Themen gelehrt. Es sind zum Beispiel auch Pharisäer zu ihm gekommen, die ihm Fragen gestellt haben. Und er hat dann mit ihnen Diskussionen und Streitgespräche gehabt. Auf dem Weg ist ihm jemand begegnet, der ihm eine Frage gestellt hat. Und so hat Jesus über ganz viele Themen gelehrt. Und zwischen so Lehrtexten ist jetzt unsere Geschichte eingebettet. Ich weiss nicht, es steht nicht, ob Jesus gerade noch am Lehren war, wo Kinder zu ihm gebracht worden sind, ob er gerade eine Pause gemacht hat. Das wird nicht ganz klar. Aber es steht, dass Leute ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Und es steht auch nicht, wer die Leute sind. Es steht nicht, wie viele Kinder es waren, wie alt die Kinder sind. Es steht einfach nur, Leute haben Kinder zu Jesus gebracht, damit er sie anrührt, respektive damit er sie segnet. Und die Jünger von Jesus, die haben das gesehen und die haben darauf reagiert. Und ich finde es noch recht spannend, wie sie darauf reagiert haben. Vielleicht haben sie so als eine Art Türsteher fungiert, wo jetzt so ein bisschen entschieden haben, wer zu Jesus kommt und wer nicht. Eben, vielleicht war Jesus gerade noch am Diskutieren gewesen. Vielleicht haben die Jünger gedacht, Jesus hat gerade keine Zeit, er ist fest beschäftigt. Und sie hätten ja eigentlich ganz freundlich reagieren können. Die Jünger hätten können sagen, hey, liebe Leute, Jesus hat gerade keine Zeit, kommt später nochmal. Aber es steht, die Jünger sind unfreundlich geworden. Sie haben die Erwachsenen mit den Kindern unfreundlich abgewiesen. Vielleicht haben sie gedacht, hey, sorry, Jesus hat besser zu tun, als mit Kindern zusammen sein. Er hat viel Wichtigeres zu tun. Er hat keine Zeit für euch. Geht wieder weg. Und wo Jesus gesehen hat, wie seine Jünger reagiert haben, steht, er ist unwillig geworden. Und das kann man auch übersetzen mit sehr bekümmert sein oder sehr zornig sein. Jesus ist zornig geworden, als er gemerkt hat, dass seine Jünger den Kindern verwehrt haben, zu ihm zu kommen. Und spannend finde ich, Jesus, er ist ja sündlos gewesen. Er hat nie gesündigt. Er hat auch so da, in dem zornig sein, hat er nicht gesündigt. Er hat nicht einfach im Affekt aus Emotionen jetzt halt mal ein bisschen Wut und Zorn gehabt. Jesus ist zornig geworden, weil diesen Kind verwehrt wurde, zu ihm zu kommen. Und er hat gesagt, hey, lasst die Kinder zu mir kommen. Tönt ihnen nicht verwehren. Jesus will, dass die Kinder zu ihm kommen können. Und er wird so hässig, wenn irgendjemand im Weg steht, dass die Kinder nicht zu ihm kommen können. Und wie gesagt, wir wissen nicht, warum dass die Leute das genau in dem Moment gemacht haben, warum sie ihre Kinder jetzt zu Jesus haben bringen. Es steht nur, dass Jesus sie hat segnen sollen. Und es ist eigentlich ein relativ unbedeutender Satz, wo steht, dass die Leute ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Aber das, was sie da gemacht haben, das ist so wichtig und wir können so viel von dem lernen. Weil wir als ganze Gemeinde und auch speziell die Eltern, wir haben die Verantwortung, genau das zu machen. Wir haben die Verantwortung, dass wir die Kinder zu Jesus bringen, damit er sie segnet und damit sie Jesus kennenlernen können. Und mit der Kindereinsegnung, die wir heute feiern, tun wir ja genau das bekennen. Sabrina hat es am Anfang gesagt. Die Eltern versprechen und auch wir als Gemeinde versprechen, dass wir die Kinder zu Jesus bringen, dass wir sie im Glauben erziehen, dass sie Jesus kennenlernen können. Wir sollen, egal wie jung ein Kind noch ist, sollen wir es zu Jesus bringen. Und es gibt ein paar Sachen, die wichtig sind, dass wir unsere Kinder zu Jesus bringen können oder wie wir das machen können. Und das allererste, damit wir Eltern, aber auch die ganze Gemeinde Kinder zu Jesus bringen können, ist, dass wir zuerst selber Jesus kennen müssen. Weil nur wenn wir Jesus kennen und wissen, wer er ist, können wir auch Kinder zu ihm bringen. Und ich merke selber, dass das
aber gar nicht immer so einfach ist, die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Wir haben einen einjährigen Sohn und im Alltag mit einem Kleinkind merke ich schon auch, es ist herausfordernd, dass ich meine Zeit so einteile, um die Beziehung zu Jesus auch zu pflegen. Aber eigentlich ist das ja das Wichtigste, weil nur wenn ich Jesus kenne, wenn ich weiss, wer er ist, kann ich auch meinen Sohn zu ihm bringen und kann ich Kinder da in der Gemeinde zu Jesus bringen. Der erste Schritt ist also, dass wir selber Jesus kennen. Und dann können wir unsere Kinder vor Jesus bringen, indem wir für sie beten. Indem wir im Gebet für sie einstehen, indem wir für sie beten und Jesus um sein Segen für die Kinder bittet. Und indem wir dafür beten, dass sie Jesus kennenlernen können. Und das Zweite, wie wir unsere Kinder zu Jesus bringen können, ist, indem wir ihnen vorleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Indem wir ihnen ein gutes Vorbild sind. Und der beste Ort, wo Kinder das erleben können, der beste Ort, wo sie zu Jüngern von Jesus gemacht werden können, das ist in der Familie. Weil dort ist es so einfach, Kinder müssen nicht irgendwo angebracht werden zu irgendeinem Angebot, sondern es passiert einfach mitten im Alltag, wo die Kinder bei ihren Eltern abschauen können, was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein. Jesus sagt, wir sollen die Kinder zu ihm bringen. Kinder sollen zu ihm gebracht werden. Und das bedeutet, wir sollen also für die Kinder beten. Für unsere Kinder, aber auch für die Kinder unserer Gemeinde. Und wir sollen den Kindern vorleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wir sollen ihnen ein gutes Vorbild sein. Jesus sagt also, die Kinder sollen zu ihm kommen. Und weiter sagt dann Jesus, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Jesus redet also da über das Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das meint zum einen Gottes unbeschränkte Herrschaft im Himmel und auf der Erde. Dort, wo Gott Herr ist und wo er regiert. Und zum anderen meint die Gottesherrschaft, unter die sich Menschen freiwillig unterordnen. Und unter der sie Gott freiwillig und mit Freude dienen. Und Jesus Christus, er ist der König von dem Königreich. Und in den Wunderzeichen, wo Jesus gewirkt hat durch den Heiligen Geist, ist sichtbar geworden, dass jetzt das Reich Gottes angebrochen ist. So lesen wir in Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen, sagt Jesus. Und es ist im Neuen Testament mehrfach überliefert, dass Jesus Dämonen austrieben hat. Er sagt also da, hey, das Reich Gottes, es ist zu euch gekommen, es ist da, es ist angebrochen. Und weiter sagt Jesus auch, dass das Reich Gottes näher gekommen ist. In Markus 1, Verse 14 bis 15 steht, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also das Reich Gottes, dort wo Gott regiert und seine Herrschaft ist, das ist also angebrochen im Wirken von Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen und das Reich von Gott ist angebrochen. Es ist näher herbeigekommen. Und Jesus, er sagt jetzt, was die Reaktion der Menschen soll sein auf das. Er sagt, die Menschen sollen Buße tun und sie sollen an das Evangelium glauben. Und Buße tun, das bedeutet, oder es meint eine radikale Sinnesänderung. Wenn man sich ganz abwendet vom sündhaften Lebenswandel und wenn man sich komplett hinwendet zu Jesus. Und Jesus sagt, wir sollen an das Evangelium glauben. Und das Evangelium, das meint die frohe Botschaft von dem, was wir gerade vor kurzem an Karfreitag und Ostern gefeiert haben. Nämlich, dass durch den Kreuzestod und die Auferstehung von Jesus Sündenvergebung möglich ist. Dass wir jetzt Frieden mit Gott haben, versöhnt mit Gott sein können und dass wir das ewige Leben haben können. Jesus sagt, das Reich Gottes ist näher gekommen und wir sollen jetzt umkehren, zu Gott hinkehren und wir sollen das Evangelium glauben. Das Reich Gottes, das ist also im Wirken von Jesus angebrochen, es ist sichtbar geworden. Jesus ist der König von dem Königreich, aber das Reich Gottes, dort wo Gott regiert und herrscht, das ist noch nicht ganz vollendet. Weil erst, wenn Jesus dann am Ende der Zeit wiederkommt, erst dann ist das Reich Gottes vollständig da. Das Reich Gottes ist also so ein bisschen wie eine Spannung. Es ist gleichzeitig jetzt schon da und gegenwärtig, aber
es ist erst in Zukunft vollendet. Das Reich Gottes ist also irgendwie ein Geheimnis, das wir nicht so ganz fassen können. Aber wir dürfen wissen, mit Jesus ist es angebrochen. Und der Zugang zu dem Königreich von Gott, der ist keine Selbstverständlichkeit. Jesus sagt da, denn solchen, also wie diesen Kind, gehört das Reich Gottes, aber das bedeutet nicht, dass Kinder jetzt einfach automatisch zum Reich Gottes gehören. Es gibt nicht so ein bestimmtes Alter, wo bis dahin einfach alle Kinder gerettet sind und nachher nicht mehr. Sondern jeder Mensch muss sich selber für oder gegen Jesus entscheiden. Jesus sagt ja nachher, wir müssen das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Oder wer es nicht annimmt wie ein Kind, kann nicht reinkommen. Man gehört nicht automatisch zum Reich Gottes, einfach weil man ein Kind ist, sondern es geht ums Annehmen vom Reich Gottes. Und vorher habe ich ja erwähnt, das Reich Gottes, das meint unter anderem die Gottesherrschaft, unter die sich Menschen freiwillig unterordnen und wo sie freiwillig Gott dienen. Und damit das überhaupt so weit kommt, muss ein Mensch zuerst Jesus Christus als der König von dem Königreich annehmen. Ein Mensch muss Buße tun, muss sich abwenden vom sündhaften Lebenswandel, hinwenden zu Gott und sagen, Jesus, du bist mein Retter, du bist mein König, ich glaube an dich. Das Reich Gottes anzunehmen bedeutet also, dass wir Jesus als den König von dem Königreich annehmen. Wir sollen Buße tun und das Evangelium glauben und so kann man das Reich von Gott annehmen. Und Jesus sagt jetzt, wir sollen das Reich von Gott annehmen wie ein Kind. Und die Frage ist, bedeutet jetzt das, wir sollen jetzt wieder kindisch werden? Sollen wir jetzt wieder wie ein Kind sein, wieder auf Spielplätze gehen, den ganzen Tag spielen? Ich glaube, es meint nicht kindisch, sondern mehr das Kindliche. Kinder haben so viele gute Eigenschaften und ein paar von denen können uns da helfen, zum zu verstehen, wie sollen wir dann das Reich Gottes annehmen, wie ein Kind. Was bedeutet das? Zum einen, was ich bei Kindern spannend finde, ist ihr Vertrauen. Wenn unser Sohn auf den Schultern von seinem Papi hockt, und für ihn ist das ja eigentlich recht weit oben im Verhältnis, und von dort schaut er auf die ganze Welt runter, dann hat er keine Angst. Er hat keine Angst, dass er runterfallen könnte, weil er weiss, sein Papi hebt ihn. Er vertraut seinem Papi vollkommen. Kinder vertrauen ihren Eltern total. Die Eltern geben dem Kind Sicherheit und Kinder wissen, sie müssen keine Angst haben, wenn ihre Eltern da sind, weil sie vertrauen ihren Eltern. Das Zweite, wo ich finde, können wir so viel von Kindern lernen, ist die Abhängigkeit. Kinder sind total abhängig von ihren Eltern. Ich meine, stellen wir uns einen Säugling vor, kurz nach der Geburt. Der stirbt wirklich, wenn niemand für ihn schaut. Die können sich selber nicht zu essen machen, selber nicht anlegen. Das kann ein Kind noch lange nicht. Kinder sind angewiesen auf die Hilfe von anderen. Sie brauchen ihre Eltern. Sie sind darauf angewiesen, dass irgendjemand Bedürfnisse sieht und dann auch befriedigt. Sie sind darauf angewiesen, dass jemand ihm Essen gibt, dass jemand ihm Kleider anlegt, wenn es kalt hat. Kinder sind so hilfsbedürftig. Sie brauchen ihre Eltern oder Bezugspersonen und die Kinder, die können wirklich nicht überleben ohne ihre Eltern. Sie sind so abhängig von den Eltern. Und das Dritte, was wir von Kindern lernen können, ist der Glaube. Bis zu einem gewissen Alter glauben die Kinder ihren Eltern einfach alles. Ich weiss nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an eure Kindheit, aber ich weiss es noch, dass ich als Kind habe ich wirklich gedacht, mein Papi, der weiss alles. Der ist allwissend. Weil egal, was ich ihn gefragt habe, er hat immer eine Antwort darauf gehabt. Und es hat immer so schlau getönt. Und dann bin ich älter geworden und irgendwann habe ich gemerkt, mein Papi weiss mega vieles, aber er weiss schon nicht ganz alles. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, gut, manchmal hat er sich vielleicht einen Spass erlaubt und hat mir ein bisschen einen Seich erzählt. Das hat es dann ab und zu auch gegeben. Aber als kleines Kind habe ich meinem Papi alles geglaubt. Wenn ein Kind uns fragt, hey, warum ist der Himmel blau oder warum ist der Baum grün, wir können dem Kind alles sagen in jungen Jahren, es glaubt uns. Und es ist mega wichtig, dass Kinder später dann anfangen hinterfragen und kritisch denken. Aber der Glaube, der ist so wichtig, das ist so gut, dass Kinder ihren Eltern einfach alles glauben. Und von diesen 3 Eigenschaften von Kindern können wir so viel lernen. Kinder vertrauen ihren Eltern total. Und genau so, wie Kinder ihren Eltern vertrauen, können wir unserem himmlischen Vater vertrauen.
Genau so können wir die Botschaft vom Evangelium im Vertrauen annehmen. Und wir dürfen wissen, hey, ich muss keine Angst haben. Auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn ich nicht daraus komme, warum ist das so und so, darf ich darauf vertrauen, mein himmlischer Vater ist da. Und ich muss keine Angst haben. Er schaut zu uns. Er ist da. Und genau so, wie Kinder von ihren Eltern abhängig sind, sollen wir abhängig sein von Gott. In dem Wissen, wir brauchen Gott. Kinder überleben nicht ohne ihre Eltern. Und schlussendlich sterben wir ohne Gott. Wir brauchen Gott. Wir sind so angewiesen auf ihn. Kinder sind so hilfsbedürftig und so angewiesen auf ihre Eltern. Und wir sind noch so viel hilfsbedürftiger und angewiesener auf Gott wie Kinder bei ihren Eltern. Und das Dritte ist der Glaube. Kinder glauben ihren Eltern alles. Und genau so kindlich sollen wir glauben und Gott glauben. Wenn er sagt, er ist gut, dürfen wir glauben, Gott ist gut. Egal was kommt, egal was uns begegnet, er ist gut. Genau so dürfen wir am Evangelium glauben und wissen, es ist wahr. Es ist wahr, was in der Bibel steht. Sein Wort ist Ja und Amen. Und wir dürfen genau so kindlich glauben und wissen, ja, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Und was er sagt, das stimmt. Wir können von den Kindern lernen, Gott zu vertrauen und zu wissen, hey, er ist da. Egal was kommt, ich vertraue ihm und ich habe keine Angst. Wir dürfen abhängig sein von ihm. Wir wissen, hey, ohne Gott kann ich nichts. Ich brauche ihn. Und wir dürfen ihm glauben, wie ein Kind seinen Eltern glaubt. Und das Geniale ist ja, unser himmlischer Vater, er weiß wirklich alles. Er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig. Es gibt keinen besseren Vater als unser himmlischer Vater. Und so dürfen wir von den Kindern lernen. Wie sie zu ihren Eltern gehen, ihnen vertrauen, dürfen wir zu Gott kommen und ihm vertrauen. Weil Jesus sagt ja nachher, eben, wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, kann nicht dort reinkommen. Wir können ins Reich Gottes nicht reinkommen durch unsere guten Taten. Wir können nicht irgendwie denken, hey, heute habe ich mich jetzt recht gut verhalten, schaffe ich es echt jetzt. Nur wer das Reich Gottes annimmt, im Glauben, wie ein Kind, kommt dort rein. Weil wir brauchen die Erlösung von Jesus. Und nur wenn wir Jesus annehmen als den König vom Königreich, dann kommen wir in das Reich hinein. Nur wenn wir es annehmen, wie ein Kind. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist. Und so sagt Jesus, also wir sollen das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Er hat so eine wichtige Botschaft gemacht und die Kinder als Beispiel genommen. Und dann am Schluss macht Jesus noch das, was die Eltern eigentlich Kind zu Jesus gebracht haben. Er nimmt sie in seine Arme, er legt die Hände auf sie und er segnet sie. Und es gibt doch nichts Besseres, als wenn Kinder das Segen von Jesus auf sich haben können. Es hat da nichts Besseres gegeben und auch jetzt gibt es nichts Besseres, als wenn Kinder mit dem Segen von Jesus durchs Leben gehen. Wenn sie wissen, Jesus ist da, er ist bei ihnen und er segnet sie. Und genau aus dem Grund sollen wir Kinder zu Jesus bringen. Damit er sie segnet und damit sie ihn kennenlernen und ihm nachfolgen dürfen. Und darum möchte ich zum Schluss dir noch eine Frage stellen. Wir sollen Kinder zu Jesus bringen und wir sollen sie nicht daran hindern. Und was ist jetzt dein nächster Schritt, um Kinder zu Jesus zu bringen? Deine eigenen Kinder oder vielleicht auch Kinder der Gemeinde? Ist bei dir dein nächster Schritt, dass du wieder mehr in die Beziehung zu Jesus investieren willst? Weil das ist der erste Schritt, damit wir überhaupt Kinder zu Jesus bringen können. Oder ist es bei dir daran, bewusst für Kinder zu beten? Ich glaube, es hat so viel Kraft, wenn wir als ganze Gemeinde für die Kinder von unserer Gemeinde beten. Wenn wir alle zusammen einstehen. Dass nicht nur die Familie für die Kinder betet, sondern wir alle zusammen beten für die Kinder. Oder ist es vielleicht bei dir, dass ihr als Eltern, als Familie nochmal überlegen, hey, wie können wir wirklich unseren Kindern vorleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Wie können wir das im Alltag machen? Was ist dein nächster Schritt, um deine eigenen Kinder und die Kinder von unserer Gemeinde vor Jesus zu bringen? Und dann habe ich noch eine andere Frage an dich. Hast du Jesus als den König von dem Königreich schon mal angenommen? Voller Vertrauen und im Glauben?
Jesus sagt ja da, Kinder sollen zu ihm kommen. Aber es ist niemand zu alt, um zu Jesus zu kommen. Jesus sagt, jeder darf zu ihm kommen. Jeder ist eingeladen, zu ihm zu kommen. Und so bist auch du eingeladen, heute zu Jesus zu kommen. Und Jesus ladet uns ein, zu ihm zu kommen. Wir dürfen uns abwenden vom sündhaften Lebenswandel. Wir dürfen hin zu Gott gehen und wir dürfen an ihn glauben. Und vielleicht hast du das schon mal bekannt, aber vielleicht auch nicht. Und wir dürfen aber wie ein Kind voll Vertrauen zu Gott kommen. Im voll Vertrauen, voll abhängig sein von ihm und ihm wie ein Kind einfach glauben und wissen, was er sagt, ist wahr und er meint es gut mit mir. Und vielleicht möchtest du gerne im Gebet Jesus als deinen König annehmen oder vielleicht hast du ein anderes Gebetsanliegen, für das du gerne möchtest, dass für dich gebetet wird. Dann haben wir auf dieser Seite ein Gebetsteam, das mega gerne mit dir beten. Und du darfst nachher im Lobpreisteil dann ganz gerne zu ihnen gehen und für dich beten lassen. Weil Jesus ladet auch dich heute und an jedem Tag ein, dass du zu ihm kommen darfst und dass du ihn als deinen König annehmen darfst. Und zum Schluss möchte ich noch beten. Danke vielmals, Herr Jesus, dass du uns so viel kannst sagen mit diesen Kindern, die zu dir gekommen sind. Danke, dass jeder zu dir kommen darf. Danke, dass niemand zu jung oder zu alt ist, zu dir zu kommen und dich kennenzulernen. Und danke, dass du der König bist von dem Königreich. Danke, dass wir mit dir unterwegs sind und wissen, du bist ein guter Gott. Du bist treu, du stehst zu deinem Wort. Und wenn wir dich als König annehmen, dann wissen wir, es kommt gut, weil du meinst es so gut mit uns. Ich möchte dich loben und preisen als der König, wo du bist, als der Retter, wo du bist. Dir gehört alles Lob und alle Preis. Amen.